Wieso, dass ich aufhören Koffein trinken? Ja, erstens mal, weil ich es wahrscheinlich gar nicht, also weil ich es gar nicht wirklich brauche, das merke ich. Dass ich eigentlich den ganzen Tag sowieso auch Energie habe, ob ich jetzt Koffein zu mir nehme oder nicht. Und jetzt habe ich neuerdings auch erfahren, dass ja das Koffein ist eigentlich der Pflanzenschutz, wie das Nikotin, das eigentlich von den Fraßfeinden das abhebt, weghaltet. Und das ist jetzt sicher auch neu noch ein Grund, dass ich mir nicht unnötig Gift muss hinzufügen oder ja, Pflanzengift, wo eigentlich für einen Schädling ist und ich nicht zwingend brauche. Plus merke ich halt einfach, dass ich will einfach nicht mehr irgendwelche Abhängigkeit, oder, wo ich einfach irgendwie zu etwas muss greifen. Ich will einfach klar im Kopf sein und können selber entscheiden, wenn ich was will. Und ich habe da schon eher Veranlagung, dass das Gleiche beim Zucker, darum habe ich ja gerade auf Zucker, verzichte ich ja gerade auf Zucker oder will das ja gar nicht mehr zu mir nehmen. Weil einfach irgendwie der Pilot im Kopf oder irgendeiner im Kopf einfach entscheidet, so, jetzt wäre wieder mal Zeit für. Und ich das einfach nicht will. Ich will das einfach nicht mehr, will selber können entscheiden, wie. Und ich habe für mich einfach gemerkt, jetzt haben ja viele jetzt schon gesagt, ja, du musst dir nicht alles verbieten, kannst dir ja auch mal was gönnen. So, ja, wenn ihr das könnt, dann dürfen die das können, sich gerne das gönnen. Aber ich merke bei mir, dass ich einfach jemand bin, wenn ich es mir ein bisschen zulasse, dann wird es einfach zu irgendwie 6, oder? Es ist nicht ein Schwarztee am Tag dann, sondern irgendwie 6 Schwarztee am Tag. Und ja, das muss dann halt einfach irgendwie nicht sein. Wenn ich es bei einem könnte belassen, mal schauen, ob ich es dann würde machen, aber ich glaube nicht. Und beim Zucker dasselbe, oder? Der unnötige Heißhunger, wo's die ganze Zeit triggert, dass ich Lust habe, zum irgendetwas zu schlingen, obwohl ich eigentlich gar keinen Hunger habe. Und das muss ich einfach, will ich einfach nicht mehr. Ich will selber können entscheiden, wenn ich was will. Und da gibt es einfach ja, ein paar Substanzen, wo ich darauf verzichten kann, wo mir jetzt nicht irgendwie nicht nicht zum Überleben sind, wie jetzt Koffein oder Zucker. Bin ich einfach mehr Wasser am Trinken als vorher, anstatt Koffein. Ja. Ja, beim Zucker ist halt das Fiese, dass es das Insulin so aufrührt und der Körper tut dann eigentlich einen Stoff aussenden, so wenn ich es verstanden habe, dass er ja, eigentlich wieder noch mehr Hunger macht, dass er das Insulin irgendwie kann abbauen mit der Nahrung. Aber ja, wenn man dann halt dann nachher noch mehr süße Sachen, die dann wieder einen Insulin-Peak Peak geben, zu sich nimmt, dann ja. Und ich habe mich jetzt ein bisschen informiert über das Ganze und habe halt schon müssen feststellen, dass viele Informationen vielleicht auch gar nicht rum sind oder bewusst vielleicht nicht rum sind, aber es ist ja schlussendlich auch egal, weil die Informationen sind rum, wer sich informieren will, kann das. Und wer sich halt mehr informiert, wie nur das, was man hört in den Medien, wenn man selber anfängt zu denken und selber sich einmal ein bisschen überlegen, was ich eigentlich mache und sich einmal ein bisschen in die Materie hineindenkt, dann wird man auch sehr schnell, je mehr Wissen du hast, desto mehr Parallelen wirst du auch feststellen, dass vielleicht das eine mit dem anderen zusammenhängt und gar nicht so, wie es erzählt wird oder wie man es bis jetzt gemeint hat, sondern da hat man dann plötzlich ganz viel eigenen Spielraum, dass man dann plötzlich auf die Idee, oder kommt plötzlich auf die Idee so, stimmt, das ist ja eigentlich logisch, wenn ich ja das mache und das mehr, dass es dann zu dem führt. Und ich glaube, ich glaube, wir vertrauen viel zu fest auf die Masse oder auf das Normal. Das Paradoxe oder das Verrückte ist ja, dass normal ist ab dem Moment, wo es die Mehrheit der Menschen hat. Das heißt, auch eine Krankheit wird normal oder ein Gebrechen oder ein Leiden wird normal, wenn es die grosse breite Masse hat. Das heißt, wenn es irgendwie 60% von der Bevölkerung betrifft mit irgendwie zuckerkrank oder dass sie einfach zuckersüchtig sind, dann stellt es niemand mehr in Frage. Das heißt, wenn du dann als einer kommst, der sagt, ich will keinen Zucker mehr konsumieren, dann bist du der krank ist. Obwohl, ja, eben, weil halt normal ist, dass man es macht. Und dann ist, ja, und das ist halt dann noch fies, oder? Wenn dann plötzlich Krankheiten normal sind, weil es einfach die breite Masse hat. Und wenn es mal jemand nicht hat, dann eigentlich abnormal ist und es ja, gar nicht versteht, oder? Und dann, ja, und wenn's dann jemand wenn dann mal jemand erzählt, so, ja, warum das dann vielleicht jemand fettleibig ist und dass der das dann gar nicht kann nachvollziehen, oder? Weil er halt einfach müsste seine Gewohnheiten ändern, dann ist halt einfach der, wo etwas sagt, und halt einfach der, der keine Ahnung hat, oder? Das ist halt ein Selbstschutz. Man müsste halt wirklich über seine eigene äh,
Grenzen können mal können hinausdenken, auch mal können sagen, okay, vielleicht mache ich auch einen Fehler, oder? Vielleicht hat ja auch jemand anders mal einen Input, wo mir helfen könnte, aber wir halten so fest an unseren alten Gewohnheiten, dass, ja, dass wir nicht anhören wollen, wenn vielleicht sogar die Gewohnheiten einem schaden, oder? Dass man dann einfach weiterhin sich schadende Gewohnheiten weiterführt, als es normal ist, oder? Und dann schaut man ja raus, ja, wenn es ein Kollege macht, wenn es die Mutter macht, wenn es die Ärzte sogar machen, ja, wie soll denn das denn nicht normal, also wie soll denn das ungesund sein, oder? Wenn sie alle machen. Eben, da kommt halt einfach ich denke, der gesunde Menschenverstand auch mal ein bisschen ins Spiel oder dann mal ein bisschen Selbstrecherche, dass du mal selber anfängst, über Sachen informieren, was auch in deinem Körper passiert, oder? Wenn du, ja, was passiert eigentlich in deinem Körper, wenn du eine Substanz zu dir nimmst? Wieso passiert das? Was machst du eigentlich? Was passiert mit dir, wenn du die Nahrung zu dir nimmst oder wenn du die Nahrung zu dir nimmst, oder? Weil man weiß ja auch, dass zum Beispiel Zucker, die tun Bakterien im Darm ansiedeln. Oder wir haben Bakterien im Darm, die den Zucker gerne haben. Und das Interessante ist, dass die Bakterien in unserem Darm können Botenstoff freisetzen können, dass unser Hirn Hunger bekommt. Also wenn man das einfach einmal schon auf der Zunge zergehen lässt, dass wir eigentlich gar nicht der sind, der Hunger hat, sondern dass jemand in unserem Darm entscheidet, dass wir wieder essen sollen. Dass eigentlich einer in uns innen sagt, hey Kollege, jetzt hol wieder Zucker, weil ich habe Hunger. Und dann kommt man halt dann plötzlich einmal ja, auf die Idee, dass man dann vielleicht mal sich weglässt oder was weiß ich. Aber das kommt man halt nur, wenn man sich mal ein bisschen selber informiert. Und je mehr man sich selber informiert, desto mehr kann man auch Sachen zusammenfügen und kommt selber auf Ideen. Oder nicht das, was man im Fernsehen hört. Weil eine Lobby, egal welche Lobby, die will nicht, dass, ja eben, eine Zuckerlobby will nicht, dass du keinen Zucker konsumierst. Die brauchen dich als Konsument, damit sie verdienen. Jede Lobby braucht dich als der Konsument. Oder es ist jetzt egal in welche. Die Nahrungsindustrie oder egal wer, oder? Die brauchen dich als Konsument. Und ja, aber eigentlich sind wir nur Konsumenten in dem Sinn, oder? Zum anderen auch das Portemonnaie füllen, was ja auch gut ist, oder? Weil irgendwo durch müssen ja die ganzen Menschen dann auch ihr tägliches Brot verdienen, aber gleich, wenn man so ein bisschen selber mitdenken kann, dann weiß man, aha, okay, vielleicht geht es jetzt da bei dieser Lobby nicht um mich, dass mir gut geht, sondern dass ihre Taschen gefüllt sind und dann kann das schon sein, dass das vielleicht mit deiner Gesundheit ist oder halt auch in dem, dass du nicht gesund wirst. Und das sind halt einfach Sachen, die muss man sich selber überlegen oder kann man nur selber überlegen und ja, man kommt eigentlich sehr schnell zu einem Schluss, wenn man mal ein bisschen offen und ehrlich die ganze ja, mal alles ein bisschen anschaut, wie geworben wird auch und ja, wir werden ja nicht gesünder. Ganz ehrlich, der Mensch wird nicht gesünder, obwohl wir eine Gesundheitsindustrie haben, oder? Und dann kann man halt mal eins und eins zusammenzählen und dann muss man aufpassen, was man erzählt, weil plötzlich ist man gebannt. Aber ja, ich glaube, wenn man es offen lässt, sollte einem nichts passieren. Und Schweizerdeutsch kennt noch nicht alle. Aber ja. Ja, genau, ich wollte eigentlich Herr über mich selber sein. Und das geht nur in dem, dass ich Stoff nicht zu mir nehme, wo mich fremdsteuert und mir ein enormes Craving geben. Und Zucker hat ein sehr hohes Craving, auch Koffein hat ein Craving und alle Substanzen, eben, ich meine, schlussendlich nichts anderes wie eine harte Droge. Es ist einfach eine soft anerkannte Droge, die auch ein Craving hat und alles, was ein Craving hat, ist eigentlich eine Sucht, weil nicht mehr du selber entscheidest, sondern irgendetwas entscheidet, wenn dann Gedanken kommen wie, ja, man kann sich ja mal gönnen oder ja, man soll ja das Leben auch mal geniessen. Das sind halt vielleicht alles auch Suchtgedanken, die einem seine Sucht verharmlosen wollen. Und ja, ich meine, eben, ich habe auch geraucht, oder? Und wenn ich das Päckchen geschaut habe und ich habe noch 5 Ziggis drin gehabt, dann habe ich schon Entzugserscheinungen gehabt, weil ich einfach gewusst habe, nach diesen 5 habe ich ein Problem. Oder? Und so will ich einfach nicht mehr im Leben. Und das habe ich jetzt so wohl gemerkt, dass das auch beim Zucker der Fall, also beim Zucker vor allem der Fall ist. Koffein ja auch. Und auch Scrollen und auch Handy, eben alles, was ein bisschen irgendwie Dopamin kickt, dass ich wieder ein bisschen zu meiner natürlichen Dopaminquelle zurückkomme, dass mir vielleicht auch mal ein Baum Freude macht und glücklich macht. Und ja, und es sitzt ja auch jetzt habe ich gerade vorher gelesen, 90% von unserem Serotonin wird eigentlich im Darm erstellt. Oder? Und wenn du die ganze Zeit Müll in den Darm runterlässt, wie kannst du da glücklich sein? Oder wie kann da Glück entstehen?
Oder wenn man einfach nur tote Nahrung oder Müll oben runterlässt, oder? Und das sind halt einfach, ja, es sind ja Sachen, wo man mehr weiß, aber der Betroffene, der hat, ja, es ist schwierig, oder? Es ist schwierig, von etwas wegzukommen. Und ich habe für mich einfach gemerkt, ich bin der Kandidat, der nicht ein bisschen, weil ich habe das versucht, also mit ein bisschen weniger, ich habe das schon versucht gehabt beim Rauchen, dass ich mir gesagt habe, ja, ich tue jetzt nur noch am Mittag rauchen, am 9 Uhr rauchen. Das hat mir enormen Stress gemacht, oder? Und ich habe gemerkt, für mich ist einfach null, weil da kann ich wieder mit ab, da weiß ich, so jetzt ist fertig, oder? Jetzt Nein sagen und nicht wieder wissen, oh, ich sage jetzt noch Nein, bis ich in 5 Minuten wieder darf. Oder ein absolutes Nein ist einfacher und immer ein bisschen abhängig ist auch abhängig, oder? Also empfinde ich jetzt so. Darum, ja, bin ich jetzt da wieder, also schon mal gemacht habe, nach dem Fasten, dass ich mich auf Zucker habe verzichtet, so gut es gegangen ist. Ist dann gut gegangen am Anfang, bis ich mal wieder das erste Mate getrunken habe und dann wieder einmal das erste Gipfeli gegessen habe und ja, dann ist man schnell wieder drin, oder? Und das habe ich beim Rauchen eben auch schon erlebt, dass ich ja beim Rauchen aufgehört habe, ein Jahr und dann denke ich, jetzt bin ich genug stark, jetzt kann ich es wieder mal. Habe dann wieder geraucht, die erste war okay, gewesen, die zweite wie auch immer und dann habe ich plötzlich wieder Zigipäckchen im Hosensack gehabt und das merke ich beim Zucker genauso und all die Substanzen, die ja, brauche ich nicht zum Überleben. Ich kann ohne Zucker überleben, ich kann ohne Zigaretten überleben. Weißt, wäre es jetzt etwas essentiell, wo ich muss sagen, okay, ohne Zucker ist irgendein Wert nicht gut, dann kann man sich überlegen, aber lässt man Zucker weg, ist jeglicher Wert plötzlich wieder gut, oder? Das ist das Paradoxe. Den Zucker braucht man eigentlich wirklich nicht. Im Gegenteil, er macht eigentlich sehr viel Schaden auch und von dem her, ja, dann, eben, ich brauche es nicht. Es ist nicht etwas Essentielles, ja, so wie das Rauchen auch nicht. Und darum habe ich mich für so Sachen einfach entschieden, wegzulassen. Guten Abend, Dardane. Jetzt habe ich Kopfweh gehabt, oder immer noch. Dann habe ich weiterhin den Tee getrunken und wow, das wird gegen Kopfweh helfen, aber das ist richtig bitter. Gar nicht fein. Aber ja, bevor ich zu einer Tablette greife, kann ich es so versuchen. Ja, wir sind im Zeitalter von der Dopamin-Junkies, ganz klar. Und es ist so, wie Dopamin ist nicht irgendwie etwas, wo man aktiv merkt, wie wenn man jetzt viel Alkohol reindrückt, dass man betrunken ist. Man merkt somit nicht, dass wir eigentlich permanent drauf sind. Und genau, und das will ich einfach nicht mehr. Ich merke es auch, oder, mit den Zielen, die ich habe, wo Aufmerksamkeit braucht, oder? Mit den Zielen, wo ich habe, dass ich auch nach Neville Goddard möchte, Living in the End, dass ich mich wirklich im Gefühlszustand wie meinem Ziel, wo ich erreichen will, bereits möchte sein, dass ich eigentlich in meinem Inneren schon gefestigt bin als die Version, wo ich möchte in der Zukunft äh, leben. Und je mehr Ablenkung ich in meinem habe, ob jetzt das irgendwie der nächste Zuckerkick ist, der ruft, oder die Langweil, wo vom Scrollen überdeckt werden, oder was weiß ich alles, das zieht mich eigentlich aus meinem Ziel raus. Ja, es fördert mein Ziel nicht. Und da habe ich mich halt einfach angefangen zu fragen, was dient eigentlich meinem Ziel? Und da habe ich angefangen, radikal halt Sachen wegzulassen, oder? Alles, was meinem Ziel nicht dient. Und ja, und wenn du dich möchtest konzentrieren in einer Meditation, ich sage mal, zum ein Endziel, zum deinen Wunsch irgendwie mal fühlen in deinem Körper inne. Ähm, Wie der Neville sagt, und es steht auch so in der Bibel, dass wenn du quasi innerlich das schon fühlst, dass du das im Aussen manifestierst, oder? Darum sind die sich immer schlecht fühlen, die erleben die Welt nicht plötzlich glücklicher, die erleben es immer schlechter. Und wir können die Ursache im Inneren ändern. Und wenn es uns nicht gut geht, indem dass wir nur Scheiße essen, indem dass wir abhängig sind von Scrollen, also wenn uns das Handy weggenommen wird, dass uns die Welt zusammenbricht, dass wenn wir unsere Schoki nicht bekommen, damit wir hässig werden, wenn wir es eben nicht bekommen, damit wir so sind, das dient alles nicht, um in seinem Wunschbild zu bleiben. Und da habe ich für mich einfach entschieden, dass ich das so radikal ändern will. Und ja, der Neville sagt das auch, dass man eigentlich sein Leben mit einer radikalen psychologischen Veränderung, oder wenn du nicht mehr gleich
bist wie vorher, eben, dann kannst du anders werden, weil nur wenn du anders bist, wird etwas anderes. Das ist eigentlich eine logische Schlussfolgerung. Und wenn du, sagen wir, ja, weiterhin halt ein bisschen dein Zeug nimmst, ja, für die einen geht es vielleicht gut, ich merke, bei mir ist das, geht das ganz hinaus. Ja, habe ich bei mehreren Substanzen schon gemerkt gehabt und darum lasse ich es weg. Das Rauchen bringt mir nichts, der Zucker bringt auch nichts, Alkohol bringt noch weniger wie gar nichts. Und ja, und genau Dopamin haben wir halt, das ist so der Glückskick und den haben wir halt im Scrollen, den haben wir im Zucker, den haben wir im Sex, den haben wir eigentlich in allem, eigentlich in allem. Und wir haben es verlernt, im normalen Leben zu bekommen. Also das heisst, ein Sonnenlicht gibt uns, oder sagen wir mal, einen schönen Baum oder was auch immer, der ist schon fast langweilig, weil man kann ja auf dem Handy was Cooles schauen, oder? Und somit kommt man, wenn man das auch mal weglässt, kommt man immer wieder näher an das zurück, was uns früher einmal glücklich gemacht hat, oder? Und kommt auch seine Schöpferkraft zurück über. Weil wenn wir nur gesteuert sind von Fremdimpuls, von Sucht, von der Sucht, die ruft, dann wie willst du da dein Leben in eine Richtung bringen, oder? Und wenn wir einmal schauen, die Erfolgreichen, die haben alle einen durchtakteten Tag, die meisten, die konsumieren kein Alkohol oder gehen an Partys, sondern die haben ihres Ziel, oder? Die lenken sich nicht ab mit Unnötigem, die verfolgen ihr Ziel und haben Ernährung, schauen auf die Ernährung, gehen ins Gym und alles das, genau. Darum ja, habe ich jetzt halt für mich entschieden, dass ich nicht mehr möchte. Ja. Das Dopamin wieder natürlich. Und jetzt habe ich herausgefunden, zum Beispiel eine kalte Dusche tut das Dopamin auch irgendwie pushen und nachher über 4 Stunden ab, abgeben, oder? Anstatt dass du jetzt irgendeine Ziege rauchst oder so, kannst du auch einfach kalt duschen. Klar ist was anderes natürlich, aber ja, so kann man es auch wieder natürlich anfangen zu sich nehmen, anstatt dass man ja, sich nichts Gutes tut eigentlich, oder? Weil es hat halt schon, alle Sachen haben halt eine Auswirkung im Körper, oder? Sie haben halt eine physiologische Auswirkung. Das heisst, ja, wenn du rauchst, hast du halt nun mal das, was deinem Körper je nachdem passiert. Es muss nicht heißen, dass dir irgendwas damit passiert, aber wenn du dann noch dazu trinkst oder noch dazu satt machst oder schlecht isst, dann summierst du die Sachen, die dir im Körper schaden können. Und ja, und dann jetzt bist du noch gesund, plötzlich bist du dann einmal das erste Mal beim Arzt, im Spital, dann merkt man, du hast das, dann gibt es das erste Medikament gegen das, was du bekommen hast, weil du irgendwie nur schlecht gegessen hast. Jetzt lässt man nie das Problem weg, nie die Ursache lässt man einfach nicht weg. Man nimmt einfach eine Pille, weil es einfach bequemer ist, eine Pille schlucken gegen das Sodbrennen, das man vielleicht hat von irgendetwas, wo man zu sich nimmt. Anstatt dass man das, wo man zu sich nimmt, einfach weglässt, damit das Sodbrennen weggeht und wir die Medikamente nicht brauchen. Jetzt ist es aber so, wir nehmen das Medikament, weil wir auch bequem sind, weil wir weiter unseren Scheiß zu uns nehmen, was legitim ist, muss jeder selber wissen. Wie gesagt, die Lobbys sind froh, wenn er Konsumenten sind von ihren Produkten. Aber meistens, wenn du die erste Pille zu dir nimmst, wo gegen A nützt, macht Nebenwirkungen von B. Jetzt nimmst du noch Pillen für B zu dir und hast schon A und B und jetzt gibt es halt Nebenwirkung C und D und so weiter und so fort und somit hast du dann halt einfach irgendwie in 20 Jahren hast, 30 Pillen. Es ist aber normal, weil es ist ein schleichender Prozess. Am Anfang ist so, ein ist mühsam, zwei ist mühsam. Hey, ich habe schon Blister gesehen von Menschen, da denke ich, meine Güte. Und sie so, ja, das mache ich vor 4 Jahren. So, okay. 4 Jahre, irgendwie 12 Tabletten zum Mittag. So, okay, ist normal. Ja, dann ist es normal. Oder? Für mich ist es ein riesiger Schock. Aber eben, weil dann halt so die Krankheitsverläufe dann oftmals schleichend auch noch kommen, ist es normal, dass du immer wieder mal alle 2 Monate eine neue Pille hast. Aber eben, man sieht dann oftmals den Zusammenhang gar nicht mehr, dass man dann die erste Pille für das genommen hat, dann kommt die zweite Pille dazu, weil man etwas anderes hat, oder? Und jetzt ist man halt in dem Kreislauf, dann ist man weiterhin isst man nicht wirklich besser, wir verzichten eigentlich auf nichts, wir lassen eigentlich nichts in Ruhe, sondern wir nehmen immer etwas zu uns, damit wir weiterhin in unserem Lifestyle leben können. Und das funktioniert halt einfach nicht, oder? Und darum sind bei vielen, die fasten, die radikal mal was anderes machen, wo viele, die Krebs hatten, haben mit Fasten den in den Griff bekommen. Oder? Anstatt ja, jetzt Chemo oder so machen, kann man es einmal anders versuchen. Aber ja, es ist immer ein heißen, wenn man so etwas empfiehlt. Ähm, genau, aber eben, so hat man halt, wenn man sich ein bisschen informiert und auch
Ich meine, da habe ich auch der Zora viel zu verdanken, oder? Ich habe auch lange nicht hinten drauf geschaut, was eigentlich alles für Sachen also auf Zutatenliste von der Produkte, oder? Mittlerweile mache ich das und habe mir jetzt auch schon so ein Wissen angeeignet, dass ich eben weiss, okay, das tut halt, führt zu dem und so weiter. Und das geht halt eben, selber denken ist halt cool, weil man merkt dann selber, was einem nicht gut tut. Oder? Da muss man nicht mehr hören, was andere sagen. Dann weiss man selber, aha, ich, ich kann ja das essen, weil das da so und so und so, weil man seine eigenen Gedanken gemacht hat. Und nicht, weil man hört, okay, Rohkost ist nicht gut oder wir sollen nur Keto essen oder wir sollen nur Sepp oder was weiß jenes. Oder das ist halt das Gute, weil sonst hockt man da und schaut und dann wählt man aus, okay, ich habe gerne Fleisch, ich habe gerne Eier. Ja, dann suche ich mir die beste, die für das ist. Aber wenn man selber überlegt, würde man vielleicht merken, okay, vielleicht ist Sepp so gar nicht so gut, wie die da empfehlen. Oder? Und das geht halt nur, wenn man selber denkt. Weil jeder hat halt seine Ansicht und jeder gibt seine Ansicht weiter. Und das ist ja nicht verwerflich, oder? Aber ja, bei der Ernährung hat es wirklich die meisten Meinungen gibt es bei der Ernährung. Darum ist es wahrscheinlich da der grösste auch ja, zu empfehlen, selber mitzudenken, wirklich mal selber mitzudenken, was ich mir oben reinlasse, oder? Und wenn man dann plötzlich weiss, so, man hört so, okay, 90% von meinen Glückshormonen sind in meinem Darm. Okay, ich bin 90% von meinem Tag so am Essen und ich weiß, dass das, was ich esse, eigentlich nicht gut ist und fühle mich den ganzen Tag schlecht. Aha, ja, ich lasse das doch einfach einmal weg und schaue mal, ob es mir besser geht. Oder? Und so kann man dann eigene Experiment machen und eben darum selber, man muss selber auf die Idee kommen, es muss einen Klick machen. Wenn es einen Klick macht, dann hat man den Ansporn, dann hat man die Idee. Und ja, und das geht halt, je mehr man sich mit der Materie befasst, oder? Je mehr man überlegt, was mache ich eigentlich? Warum esse ich? Wieso esse ich das? Was hat das für einen Grund, dass ich nicht Nein sagen kann? Oder wieso habe ich eigentlich das Gefühl, dass das gut ist? Woher kommt der Glaubenssatz? Wer hat mir das eingepflanzt? Ist das überhaupt, vor 100 Jahren hat man das so gemacht? Machen wir das heute auch noch so? Ist man das schon überholt oder nicht? Hat man schon neue Errungenschaften oder nicht? Und es geht halt eben, selber denken ist das einzige Tool, wo man selber kann entscheiden kann. Ja, danke vielmals für die guten Besserungswünsche. Wie geht's dir? Und was ich ja ehrlich muss sagen, mit, mit all diesen KIs heutzutage, oder? Man kann, klar ist halt jetzt, muss man die Information, die man bekommt, auch mit gesundem Menschenverstand mal walten lassen, weil er kann natürlich Fehler machen. Aber früher hätte ich müssen, eben, ich hätte früher gar nicht gewusst, wie ich das, was ich jetzt herausfinden will, soll googlen. Jetzt mit diesen KIs kann ich ja gezielt Fragen stellen und er googelt mir ja nach dem Resultat. Das heißt, es ist noch viel einfacher, an Informationen zu kommen, oder? Und ja, man muss auch nicht jede Information blind glauben, sondern eben mit überlegen. Und darum ist es wichtig, dass jeder weiß, was er eigentlich tagtäglich macht, was er konsumiert, warum er es konsumiert, was es für Folgen hat oder ja, was so für Informationen um sind. Und ich glaube, je besser, dass man auf sich schaut, desto gesündere Gedanken hat man, oder? Eben in dem Fall, wenn 90% im Darm sitzt von unserem Serotonin, von unserem Glückshormon, dann ist es wirklich wichtig, was man oben reinlässt, oder? Und vielen Menschen ist das ja irgendwie auch bewusst, aber ändert ja dann irgendwie gleich nicht und da merkt man dann wieder, oder? Das ist dann halt wieder Zucht. Hm. Ob ich an Geister glaube? Ich weiß nicht, ob ich es dir schon erzählt habe. Ich habe ja mal Gläserrücken gemacht. Das ist, es ist nicht zu empfehlen und ich tue schon mal sagen, wenn man es doch macht, einfach vorher wissen, welches Glas das man verwendet hat und dann halt das Glas sollte man kaputt machen, nachdem man es gespielt hat, dass der Geist wieder frei geht. Und im Gläserrücken nimmt man ein Glas. Wir haben es hauptsächlich mit Ja und Nein gespielt. Also man nimmt das Glas, tust eigentlich einen Geist in das Glas rein
beschwören in dem Sinn. Du es umgekehrt an, dass es eigentlich zu ist, auf einen Boden, auf einen Tisch oder auf ein Glas. Dann stellst du eine Frage und dann tust du so die Hand drüber. Und wir haben das dritte gespielt, mehrmals. Und wir hatten so die Hand über das Glas da und eigentlich nicht berührt. Also wirklich nicht berührt. Und das Glas hat sich bewegt. Oder? Und das ist sehr kurios. Aber es war dann noch kurioser, gewesen, was mir dann alles passiert ist. Ähm, ja, die Kollegin hat irgendwie ganz komische Sachen angefangen zu sehen. Ich habe auch rote Augen in meinem Zimmer gesehen, habe mega oft, wie soll ich sagen, nicht Verfolgungswahn. Ich habe eigentlich immer das Gefühl, es ist jemand hinter mir. Also ich habe immer es ist mir immer so kalter Rücken abgelaufen. Ich habe auch in den Autos immer gemeint, irgendwelche Köpfe, Menschen hocken zu sehen. Das ist, glaube ich, über ein Jahr gegangen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Über ein Jahr. Äh, Meine Mami hat dann irgendwann angefangen Angst bekommen, hat da auch ein bisschen nachgeschaut und wir haben dann herausgefunden, eben, wir sollten das Glas kaputt machen. Und es ist ab dem Moment, wo wir das Glas geschlossen haben, auch wieder gut gewesen. Und wir haben herausgefunden, es gibt verschiedene Geister. Es gibt solche, die machen, glaube ich, irgendwie... Das ist jetzt schon so lange her. Ich weiß nur, dass einer von diesen Geistern ist einer, der tut Schabernack treiben. Und wir haben den Schabernack-Geist anscheinend gehabt. Der sich ein bisschen Spass erlaubt, oder? Und da gibt es eben auch laut Sagen, gibt es auch solche, die sind dann sehr böse. Und ja, und wir haben es dann nicht mehr gespielt. Und ich rate es auch allen ab, so mit Erfahrung. Es gibt ja dann auch noch andere Spiele, wo ich nur davon gehört habe, aber ja. Ja, es ist schon, ist schon ein bisschen gruselig. Aber auf jeden Fall das Gruseligste, was ich hatte, ist, ich hatte zu dieser Zeit eine Webcam, weil ich auch so ein bisschen am Chatten war. Äh, Kleine Phase im Chatten, bevor ich angefangen zu gamen habe ich noch gechattet, genau. Und dort habe ich Fotos auf meinem PC gefunden von mir in einem Ordner, wo ich Grimassen mache, die kann ich gar nicht. Und das ist dann das ist eigentlich das Schrägste gewesen, dass ich eigentlich auf meinem PC Fotos von mir gefunden habe, wo ich Grimassen reisse, wo ich nicht nachmachen kann. Und das ist dann schon, ja. Also ja, ob ich an Geister glaube oder nicht, ähm, ja, also ich habe tatsächlich so etwas erlebt, wo ich würde sagen, das sind wahrscheinlich Geister gewesen. Darum gezwungenermaßen glaube ich daran. Und du? Hey, weiter deinen Test, gut, ich habe weniger Kopfweh. Aber er ist nicht so fein. Alles gut, natürlich. Ja, also es gibt ja auch Menschen, die mit Geistern kommunizieren. Ich habe ja auch schon von ein Interview bzw. ein Video von jemandem gesehen, der mit Toten kommuniziert, wo du theoretisch könntest hingehen und er redet mit deinen Verwandten, auch schon mit Tierkommunikatoren und all das. Ja, ich glaube, da gibt's vieles, was man da selber, wenn man es nicht kann, so gar nicht glauben kann. Mhm. Aber ja, es gibt ja auch der Nostradamus, der hat mich auch so fasziniert. Müsstest mal nachschauen. Das ist der, weiß nicht mehr, zu welcher Epoche der gelebt hat, aber der hat ja auch, das ist ein Hellseher gewesen. Und er hat ziemlich akkurate Vorhersagen gesagt. Aber es ist natürlich nicht so zu der Zeit, dass er gesagt hat, zum Beispiel, es stürzen zwei Türme zusammen, sondern er hat das halt anders beschrieben gehabt, dass man hat irgendwie können dann schon nur hindeuten, dass es jetzt zum Beispiel auf den 11. September damals gedeutet hat. Es hat auf jeden Fall auf das Datum passt, oder? Er hat das Datum genau, aber er hat halt einfach andere zu der Zeit andere Beschreib genommen, weil er hat damals halt zu der Zeit noch nicht gewusst, dass es Hochtürme in dem Sinn so gibt, wie wir jetzt haben. Und das ist auch sehr speziell, oder? Dass einer, der vor x 100 Jahren gelebt hat, ähm, Vorhersagen trifft und in Bücher hat, und die sind auch öffentlich zugänglich, wo man so, wo so eintreffen, wenn man sie so will,
anschauen oder viele so eintreffen. Das finde ich echt spannend. Ja, Nostradamus heisst der. Da habe ich mal ein Buch gehabt, aber jetzt, ja, jetzt würde man, glaube wenn man mit dem Computer findet man eh schnell alles. Nein, nein, die Kollegin hat dort mit dem Gläserrücken, die hat die hat so fliegende Schwerter gesehen, rumfliegen. Und die haben uns auch können verletzen. Also das heißt, wenn wir sie irgendwie gefangen haben und so auf den Arm geschlagen haben, hat sie das auch gesehen, dass wir uns verletzt damit haben. Das ist auch recht schräg gewesen. Und ihr habe ich das auch, also ich habe ihr das auch geglaubt, oder? Es gibt ja auch Menschen, die erzählen dann vielleicht gerne etwas, um dazugehören. Aber sie habe ich gut kennt, sie hat keinen Grund gehabt, um das zu belügen. Und wir haben ziemlich ähnliche Sachen erlebt gehabt zu dieser Zeit. Ja. Ja, das ist echt schräg, echt schräg. Wieso? Ein Spaß eigentlich. Und das, was wir gefragt haben, ist auch eingetroffen, oder? Also wirklich die Sachen, die wir gefragt haben, sind dann auch so eingetroffen. Ich wüsste jetzt nicht mehr genau, wir haben mal irgendetwas über eine Kollegin gefragt gehabt und haben es dann bei ihr quasi wie zurückgefragt. Einmal haben sie eben mit Zahlen gespielt gehabt und dann tut es das wirklich eigentlich zu den jeweiligen, es schreibt dir dann eigentlich, du kannst dann eigentlich aufschreiben. Also du fragst die Hand drauf und dann geht das zu Zahlen, zu Buchstaben und nachher hast du das eigentlich alles schön auf, ja, kannst du es eigentlich ablesen. Danke, das wünsche ich dir auch. Schön, bist du da gewesen. In dem Fall bis bald. Bis nächsten Sonntag.